Hallihalli, ich bin's, euer Blasteringenieur. Und da guckt mein halbautomatischer Riken. 3 Streik. Wollt euch das Design noch gar nicht, die kleine Änderung noch gar nicht zeigen. Das ist jetzt heute. Also, denk mal, das letzte Video zu der da, weil, wenn wir das nochmal machen, oder wenn ich da dran will ich jetzt nichts mehr verbessern. Wenn, dann machen wir es nochmal neu. Wenn ihr fleißig Kommentare hinterlasst und das sehr wollt, das ist natürlich auch von eurer Begeisterung dafür abhängig. Also, wenn ihr das unbedingt sehr wollt, lasse ich mich breitschlagen, das ist klar. So funktioniert dieses YouTubes hier. Das ist doch klar. Auf jeden Fall, ihr habt da Akku drin. Wir haben da Magazin und Zeugs. Aber bevor wir zum Schießen kommen, gucken wir uns erstmal die Design-Neuigkeit an. Und das seht ihr auf der Seite. Habt da das Ding dazu gemacht, dass das nicht ganz so kantig aussieht. Oh, das Plaster ist nicht so handlich. Das 4, irgendwas haben wir. Ich hab's vergessen. Aber im letzten Video kommt es drin vor. Was statt das denn? Oder habe ich das mal gewogen sogar? Das war ein rechter Kraftakt. Das sag's euch. Habt da keinen Kommentar da gelassen oder kein Like dafür, dass ihr das so hart gearbeitet habt wie hier. Sag's euch. Ja, auf jeden Fall. Andere Seite ist mehr passiert. Die war ein bisschen. Die eine Seite ist sowieso schon spannender. Habe ich versucht, das von vorne zu imitieren. Damit da die Teile ein bisschen verbunden sind. Und da ist halt auch Kleber dran. Das heißt, das obere und das alles dürfte jetzt ein bisschen stabiler sein. Weil das ist halt der Designprozess gewesen, dass das alles nacheinander entstanden ist. Ich meine, die Teile müssen halt irgendwie getrennt voneinander sein. Wobei den Motor, da habe ich auch nichts gedacht. Das gebe ich jetzt an der Stelle einfach mal zu. Den Motor hätte ich auch hier da Öffnung machen können, dass man einfach so rausnehmen können. Also einfach deshalb, da hätte man das alles in einem Guss machen können, dann wäre das wesentlich stabiler gewesen. Oder in einem Druck halt. Und was immer noch fehlt, ist, das oben bräuchte eigentlich irgendwo eine Schraube durch. Also irgendwo in die Richtung, dass das mit dem Blaster verbunden wird. Ja. Mein Blaster selber ist nicht arg viel modifiziert. Also gut, der Blaster selber ist getuned, aber das müsste jetzt nicht unbedingt sein. Und der Knopf ist dazu gekommen. Und in dem Trigger dahinter ist noch ein Knopf drin. Also das sind die einzigen 2 Modifikationen. Wobei man die Knöpfe auch, Wobei, was macht das für einen Sinn, den Blaster unberührt zu lassen? Das sehe ich jetzt keine Notwendigkeit dazu. Das wäre, wenn man das als Nachrüstkit haben möchte oder sowas. Also, ja, ich glaube, das ist der Aufwand und also, das habe ich halt gemacht, weil verrückter Wissenschaftler und sowas. Das ist eher so ein verrückter Tüftler. Deswegen. Nicht, weil es technisch sinnvoll ist. Man kriegt der fertige Blaster, das für weniger Geld die mehr können und die weniger wiegt. So. Aber wir haben meine 3 Streiks miteinander verglichen. Aber ich habe auch schon mal alle Rikens oder alle AEBs miteinander verglichen. Auf jeden Fall. Seht ihr da auch einen Druckluftbehälter? Oh, das seht, wie der schnabelt. Da habe ich auch noch ein bisschen Design noch gemacht. Das ist eigentlich bloß das von da vorne kopiert. Und ein bisschen. Ja. Hab da nicht gescheit aufpasst. Das hat da das Loch auch drin. Das habe ich beim nächsten Modell weggemacht, aber ich habe gedacht, das drucke ich nicht nochmal aus. Ich habe von dem Orangen immer viel da gehabt. Deswegen ist jetzt gerade noch ein bisschen was drauf auf der Spule. Das passt halt. Ja, so halbwegs zu dem Blaster. Und da vorne seht ihr das. Gut, auch nicht ganz so pracht, die Spitze da. Ne? Ich hätte die Box nochmal im Modell in eine richtige Stelle rücken sollen. Die Box im Modell ist halt irgendwo außerhalb da. Also irgendwo dahinter. Ich meine, die konnte ich.
Hab den Blaster selber ja nicht modelliert, deswegen habe ich da die ganze Positionen nicht. Hab bloß halt, na gut, bloß halt. Also, ihr seht, der Großteil davon ist irgendwie nicht, gehört nicht zu dem Blaster. Aber ich glaube, das System, wenn man das noch kompakter hinkriegen könnte, dann wäre das cool. Aber wir haben Akku-Denner. Ich jetzt sage, wir schalten die Monstrosität mal ein. Wir drücken auf den Trigger. Wir machen das Magazin raus. Und wir laden das Magazin. Das dürfte jetzt in voller Länge miterleben. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das sollte man auch noch irgendwann mal automatisieren. Das wäre eigentlich gar nicht so kompliziert. Hab da heute vom Gatlin Tommy, ich glaube, so heißt er, also schaut gesehen, wo gemeint hat, die Pfeile lassen sich so schwer stapeln. Ich würde die halt in eine Röhre reintun. Irgendwie und da so Vorderband oder sowas. Oder einfach Röhre und dann Schwungrädler dazwischen. Also langsam drehende Schwungrädler. Und dann müsste man das bloß so reinschieben und so. Also wenn ihr das her wollt, wenn ihr das als nächstes, oder vielleicht als nächstes Jahr Projekt, ich weiß nicht, ob wir das ja noch dazu kommen mit alle Pläne. Muss noch weitere eigene Blasters machen. Auch Kommentare da lassen. Dann machen wir das. So. Und jetzt wieder auf den Trigger drücken und dann geht das wieder nach vorne. Ah, das passiert gelegentlich. Das liegt hauptsächlich in den Spalt. So. Oh, je. Das ist, wenn der Taster dahinter nicht ganz, wenn er den überspringt. Ihr seht, dahinter sind die 2 Taster zum Anschlag. Und gut, da hat es auch einen Pfeil noch eingequetscht gehabt. Das kam erschwerend hinzu. Also ja, das ist eher so, wenn man... Oh, ein Knocks. Nichts, was Kleber nicht reparieren könnte, aber das ist, wenn man der Verrückteste auf dem Schlachtfeld sei. Auf dem Spielfeld, nicht auf dem Schlachtfeld. Dann ist es genau euer Blaster. Aber da. Ja, ich glaube, der hätte den Blaster noch mal machen. Der hat einfach so einen dünnen Schieber einbauen, dass man das Magazin einfach immer rein und raus tun kann. Was man Rücksicht drauf nehmen muss. Und den haben wir noch. Und dann schaltet man aus. Und dann kann ich nämlich einfach abfeuern, ohne dass den zurückzieht. Ja, ich sehe einen Nachteil daran. Weil wenn ich das so auf dem Tisch habe, stütze ich das natürlich da unten ab. Das ist nicht für mein Videoformat gedacht. Das muss ich in Zukunft in meine Anforderungen mit reinschreiben, die ich natürlich nicht mache, weil das ist, vor allem wenn man so verrückter Erfinder-Vibe-Sache macht, da schreibt man natürlich keine Anforderungen. Anforderungen sind was für normale Erfinder. Oder für Ingenieure, würde ich jetzt fast sagen. Ja, aber wer will denn das schon machen? So. Dann das da an. Länger drauf bleiben. Das ist jetzt nichts für schnelle Gefecht. Also das hat man vorher schon klar da haben, bevor da jemand um die Ecke kommt.
glaube, jedes Gespräch, ich meine, das hat man schon vorher klar, da bevor jemand um die Ecke kommt. Ich glaube, ihr habt nur den Kompressor verstanden. So, dann Mega-Pfeile. Ah ne, Rakete. Und ich habe sie sogar ins Netz getroffen. Mega-Pfeile. Da sind ein paar zurückgekupft. Oder kommen wir an alle ran. Ui. Ich sag's euch, mein Arm ist kurz. Ja. Hat eine 1,6 Bar. Müsst mal testen, wie viel Druck das aushält, aber da bin ich in meinem Videoformat noch irgendwie zu nah an der Kamera mit meinem Gesicht und ich bin ein Hasefuß an der Stelle. Ich mag, wie mein Gesicht aussieht. Ich mag es vor allem ohne Splitter im Gesicht. Ich mag vor allem keine Splitter im Gesicht haben. Das muss, glaub ich, warten, bis ich. Wobei. Nee, wir probieren das heute nicht. Das probieren wir mal irgendwann mal, wenn ich das mal ferngesteuert hinkriege. So. Begutachte die. Den Wahnsinn. Ja, mit dem Hintro bin ich nicht ganz glücklich, aber. Naja. Ist okay, man hätte es auch kantiger machen können, aber ich wollte das Ding ein bisschen verspielter haben. Ein bisschen. Ich hätte es auch schlichter machen können. Und voll ausgefüllt oder so. Aber wir machen das sicherlich nochmal irgendwann mal. Wir greifen auf die Technik vielleicht nochmal irgendwann zurück. Wobei die Einheit kleiner werden muss. Oder geteilt werden muss. Also das Kompressor-Ding. Ja, ich bin da irgendwie noch nicht so ganz so happy damit. Also am Ende des Tages ist es eine coole Sache. Und vor allem als saumäßig verrückter Blaster. Ja. Dürfte da gerne andere Meinung sein, aber das ist mir. Hat da jetzt so lange drauf rumgetüftelt, ich finde, ich muss es einfach mögen. Das ist irgendwie so. Ja, bevor es zu wahnsinnig klingt jetzt. Feierabend. Ich wünsche euch viel Spaß beim Blästern. Ich hoffe, euch haben die Designänderungen gefallen. Und bis zum nächsten Mal dann. Euer Blaster-Ingenieur.